14.11.1989. Nach dem Beschuss des Bootes und der Rettung ans Ufer von Yttervik versuchen wir herauszufinden, was genau geschah. Von Yttervik nach Iberholmen müssen wir uns gegen Maschinen verteidigen, deren Herkunft unbekannt ist. In der Kirche Iberholmen lernen wir die verletzte Therese kennen, die seit dem Angriff versucht, ihre Großeltern zu finden. Das schwedische Militär wurde am Tag des Angriffs überrascht und überrollt. Das geht aus den zig Aufzeichnungen hervor, jene wir auf dem Weg von Iberholmen über Saltheim hin zum Bunker Westland finden werden. Beim Bunker Westland lernen wir Pontus kennen, jener seine komplette Einheit des Militärs am Tag des Angriffs verlor. Die Ereignisse führen uns zum Bunker Saltholmen. Der dortige Feldplan erwähnt den Bunker Saltholmen. Bei Ankunft beim Bunker und dem genaueren Erkunden jenes wurden mehrere Ereignisse offenbart, die den Tag der Katastrophe in ein anderes Licht rücken und weitere offene Fragen aufwerfen. Was hat es mit dem Gas auf sich? Was hat es mit den Sowjets auf sich, die uns plötzlich ihre Hilfe anbieten? Inwiefern ist das schwedische Militär darin verwickelt? Und die mit Abstand größte aller Fragen: Was bedeutet Liefercode FNIX? Это советский крейсер «Дружный», говорит лейтенант Кузнецов. Всем гражданам Швеции в регионе Эстертерн. Corporal Pontus Kovac, we're a small group of survivors located in the archipelago. Over. Copy that. Listen to me carefully. Your situation is even more critical than you realize. We believe these machines have taken over all of Osterton. I repeat, all of Osterton. Over. Copy that. What can you tell us about the enemy? Over. We do not know. We are in the process of investigating and confirming the origin of the enemy. But for the time being... Sleeping gas. Why would the army bring that to a bunker full of people? Is that why everyone's vanished? The gas canisters were delivered on the 10th. That's when everything went to shit. Shipment ID FNIX. What the heck does that mean, Pontus? No idea, sorry. Maybe an operation code name. It has something to do with all of this, that's for sure. Somit grüß dich zurück zu Generation Zero. Wie du jetzt im Vorspann schon gesehen hast, das war geschehen bis dato. Nun werden wir vorerst, das wird wieder mehrteilige Episode werden. Ich werde dann einfach einen Schnitt setzen und das wirst du dann alles im Laufe der Zeit sehen. Heute begeben wir uns hier von Esö hinunter in Richtung Bauernhof Knepper-Anna. Das ist der kleine der kleine Unterschlupf in diesem Container, genau. Und dann werden wir bis dato alles ausräumen. Da werden wir kurz stehen bleiben, einige Dinge ausräumen und sobald wir hier über die Grenze kommen, werden ein paar Sachen aufploppen in puncto Missionen, glaube ich, was ich mir erinnere, und dann werde ich daraufhin eingehen. In der nächsten Aufnahme oder in der zweiten Aufnahme dann von diesem ganzen Debakel werden wir von hier in Richtung Kaseberg laufen, werden uns den Bunker Minken vorknöpfen und dann werden wir weiterschauen und ich werde dann dazu auch einiges erzählen. Diese Mission hier, die nennt sich Jenseits der Barrikade, begib dich ins Dorf Stenungsnäs. Das werden wir auch machen, dazu komme ich aber dann dazu, wenn wir im
Bunker Minken sind. Gut, wir werden uns jetzt einmal auf diesen Weg machen. Wie schon in einer vorigen Fallout 4 Episode erzählt, werde ich hier und da mal wieder die Einstellungen bearbeiten, weil ich fahre hier nun mit einer neuen Maus und mal schauen, ob es jetzt besser ist. Genau. Nachdem ich mich in der letzten Aufnahme wieder mal geärgert habe, bis über beide Ohrwascheln. Ja. Ja, ich bin da ein bisschen, wie sagt man, ein kleiner Temperamentsbolzen. Dieses Panzerwehrsgewehr habe ich vergessen zu erzählen. Das findest du, kann ich da auf der Karte kurz zeigen. Das findest du hier. Wenn du von Saltholms Pro rauf gehst, hierher, da ist auf der rechten Seite ein Wachturm und auf diesem Wachturm ist der von, wenn du so herkommst, links, wenn du so herfährst, rechts. Genau, da ist die oben versteckt und ich habe das in der Zwischenzeit einmal fertig gemacht, also kommen wir nie weiter. Genau, das ist halt immer die Grütze, wenn du keinen regelmäßigen Sendeplan hast in puncto Generation Zero. Genau. Mich verblüfft es sowieso immer wieder. Dass dieses Spiel trotz einiger Kritikpunkte doch so beliebt ist. Nur, du darfst mir bitte nicht böse sein, das habe ich auch schon 100-mal gesagt, wenn ich eigentlich, wie soll ich das jetzt erklären, ich spiele den Durchlauf so, wie es für mich am besten halt. Ich muss das jetzt ganz offen und ehrlich gesagt gestehen. Das Resistance Update mit den Basisverteidigungen, das finde ich noch in Ordnung. Aber ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, mit den anderen kann ich nichts anfangen. Mit den FNIX-Basen und die niedertölpeln, ja, das ist halt nicht meins. Nö. Ist absolut nicht meins, da kann ich nicht mitreden, das interessiert mich auch gar nicht. Weil die voll aufgelevelten FNIX-Basen zu zerstören, ist mit der Zeit einfach nur repetitiv und extremst langweilig. Genau. Und wie gesagt, ich entschuldige mich immer wieder für diesen Grafikbrei, der sich da bei mir eingeschlichen hat. Aber komischerweise mit diesem Grafikbrei funktioniert das Spiel auf meinem PC noch am besten. Gut. Jetzt. Gar nicht gewusst, dass da eine Relais-Antenne ist. Oh Gott, dann 3. So, ihr kleinen Prinzessinnen, was sagt's denn, ha? Sicher. Scheiße, ich hab kein Panzer brechen damit. Nicht gut. So. Ja, Kruzifix da. Immer das. Ja, muss man verzeihen, ich habe ziemlich viel Gran Turismo 7 gespielt in den letzten Tagen. Jetzt bin ich da ein bisschen deppert unterwegs. So, das braucht man nicht. Du wirst da jetzt feststellen in den kommenden Minuten, dass ich auch den Loot, den ich mitnehme, ein klein wenig angepasst habe.
Weil wir nicht alles brauchen. Den haben wir schon. Nein, den haben wir noch nicht. Die kleine Brennstoffzelle nehmen wir mit und das bisschen Blei nehmen wir mit. Genau. Wo ist die Relaisantenne? Dort hinten. Gar nicht gewusst, dass da eine Relaisantenne ist. Na, so wurscht. Wenn man mit ein bisschen höheren Level aus der Scherngartenregion in die Südküste rüber wechseln, ist nicht so schlimm oder ist nicht so verkehrt. Das würde ich sagen. Toll, Kenny, du bist ja wirklich. Unsere Kettenraucherin. Ist auch wieder unterwegs. Braucht man nicht. Vielleicht verzichte ich diesmal sogar auf das komplette Tragen oder aufs Mehrtragen-Paket und werde die Punkte in Dings reinstellen. In mehr Schaden, denn das werden wir später vielleicht brauchen können. Ich war jetzt der festen Überzeugung, dass da jetzt irgendwo ein Hund gelegen ist. Ja, da sind's. Sehr gut. Nehmen wir da wieder das Funkgerät mit. Sehr gut. Jetzt sollten wir eigentlich gleich mal über die Grenze schreiten in Richtung Südküste. Und dann gibt's... Genau. Feldzugsplan Bunker Minken. Und zwar 3 Maschinen, genau. Deinen Informationen zufolge müsste es irgendwo in der Waldregion einen Kommandobunker. Wieso in der Waldregion? Deinen Informationen zufolge müsste es irgendwann. Jetzt müssen wir mal schauen, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hä? Kurzen Augenblick, jetzt bin ich jetzt deppert oder weiß ich nicht was? Zerstöre in der Südküstenregion genügend Maschinen, um einen vollständigen Zugangsbarcode zu erhalten. Hä? Ich bin in der Südküste, du Scheißspül. Jetzt verstehst du gar nicht mehr. Ja. Na, ich liege richtig. Der Bunker Minken ist da, in der Südküstenregion. Warum schreibt man es Spül? Da, in der Waldregion her. Was? Und das sind dann die Augenblicke, wo ich mir ein bisschen verarscht vorkomme. Ehrlich. Man ist jetzt einmal nur bitte eine rein objektive Frage. Eine differenzierte Frage. Was wollen Systemic Reaction? Sie können nichts. Diese scheiß Skins kannst du dir nur, die du mit dem letzten Update eingekriegt hast, da im Februar herum,
kannst du dir nur freispielen, wenn du dich durch zig Dings plagst. Durch zig FNIX-Basen zerstören. Das war nicht das Schlimmste. Aber wie viel sie hinkriegen, das steht genau da. Südküstenregion, Waldregion, Bunker Minken und der Bunker ist hier. Na komm, blob auf, Scheiß. Da, Feldzugsplan Bunker Minken. Die Waldregion, liebe Entwickler, ihr unfähigen, räudigen Straßenköter, die Waldregion ist da. Also ich meine, Entschuldigung, die kriegen nix hin. Ehrlich. Ja, was sie hinkriegen, sind Waffenskins verkaufen. 4 Stück oder 5 Stück um 8 Euro. Vollidioten. Die gleichen. Lassen wir das. Ich will mir jetzt nicht mehr zu viel aufregen. Sanum Sörgat. Naja. Weißt, und das sind dann die Momente, wo ich mir ein bisschen verarscht vorkomme. Wenn wir schon von korrekt reden. Okay. Also. Ist der Grundbaustein von den Spielen super. Gefällt mir irrsinnig. Muss ich auch dazu sagen. Aber das, was sie in letzter Zeit abliefern, na gratuliere. Keine Ahnung, wann die Episode erscheinen wird. Ich entschuldige mich nochmal für etwaige Schimpfworte. Aber es muss halt irgendwann einmal, weiß ich nicht, kriegen die überhaupt irgendwas hin? Hä? Keine Ahnung. Und das sind dann die Dinge, wo ich mich frage, ich meine, ich weiß, niemand ist perfekt. Aber im letzten Jahr hat sie Generation Zero bzw. Systemic Reaction viel zu viel erlaubt. Viel zu viel. Und da werde ich leider ein bisschen, wie sagt man, ja, sauer. Sauer ist der falsche Ausdruck. Also da verliere ich mittlerweile mein Interesse an Dingen, weißt? Ja, es ist wirklich die Maus gewesen, ha? Weil bis jetzt habe ich noch kein Problem gehabt mit aufploppenden Menürad. Ah, da, schau. Haben wir da irgendwas Wichtiges? Na? Und ich beziehe mein Spielstand da eigentlich nur auf die Geschichte und vielleicht noch auf die Story-DLCs, was gibt. Und der Rest kann man gestohlen bleiben. Ich brauche die Mopeds nicht, ich brauche die Motorradl nicht, ich brauche die Skins nicht, ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, das interessiert mich alles nicht. Die Geschichte ist für mich eigentlich ein Highlight, warum ich das Spiel eigentlich noch nicht aufgehört habe. Volltrottel, ehrlich, es ist unbegreiflich. Aus etwaigen, da müssen wir uns von hinten anschleichen, genau. Aus etwaigen storytechnischen Gründen, wenn du die Story nicht kennst, kann ich auf die Punkte nicht eingehen, die mich stören an dem Spiel. Es gibt einige Punkte, wo ich gerne mal mehr wissen würde. Oh Gott. Hundi. Gott. Sag einmal. Ich bin ja mittlerweile wirklich schon zu dumm für das Spiel, ehrlich.
das Problem ist, ich will mir jetzt nämlich die ganze Horde, was da mit umläuft, beziehungsweise ich will mir da die Horde nicht auf die Backe kleben. Das ist ja mein Problem, was ich momentan habe. Weil dann hänge ich wieder fest und dann komme ich wieder nicht weiter. Du kennst ja das Spiel eh. Ja, aber, die Muni braucht man nicht unbedingt. Wir können noch immer später oben raus, wenn wir genug benannt haben, können wir noch immer unsere eigene Munition zerstören für Sprengstoff und daraus neue Munition erstellen, weil wir eben dann auch das in den Plan, in den eigentlichen Planbaum investieren können. Genau, das wollte ich sagen. Zugangsbarcode Bunker Mink. Ja, gut. Ich befürchte, uns wird nichts anderes überbleiben, als uns da in einen Kampf zu begeben. Und der könnte relativ hässlich werden. Oh Gott. So. Jetzt haben wir das. Dann haben wir das noch dazu einer. Da haben wir einmal die Hälfte weg. Ich glaube, wir werden uns dem Kampf gerade mal stellen. Ja, viel Raketen haben wir nicht. Wir werden es mal mit 8 Stück probieren. Wo sind die Hunter jetzt? Also es ist halt nur das Schlimme, dass ihr an dem ganzen Grafikbrei da nichts erkennt. Da sind's. Na, wir werden das anders machen. Ich hab da eine Idee. In der kommenden Ausgabe, beziehungsweise im zweiten Abschnitt dieses ganzen Malheurs, werden wir uns diese Scheune zurecht werkeln. Warte mal kurz. Machen wir da nochmal auf. Dann machen wir da nochmal zu. Schon besser. Dann machen wir da nochmal zu alles und dann werden wir uns so als kleine Zwischendraufgabe, Zwischeneinlage, werden wir uns dieser Maschinen entledigen. Oder wir machen das von der Seite aus. Einfacher wäre es, glaube ich, von der Seite aus. Ja.
Wurscht, das werden wir dann sehen. Gut, ich werde jetzt eine kleine Pause machen. Wie du siehst, das Spiel, ja, ist halt das Spiel. Kann jetzt auch nichts mehr ändern. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. So. Und werden uns dann mit Maschinen auseinandersetzen. Weil wir nichts anderes zu tun haben den ganzen Tag. So. Da haben wir jetzt mal alles auf Zeiten. Die Maschinen-Dings haben wir da. Ich hätte gesagt, wir schauen, dass wir den Schaß durch panzerbrechende ersetzen. So. Da nehmen wir uns die Hälfte, da nehmen wir uns 20 Stück mit für den Krampf. Genau. So. Wie viele Funkgeräte haben wir denn? 3 Stück, wir dann noch 2 dazu. Dann machen wir 7, dann haben wir 10 Stück dabei. Und dann können wir uns in aller Ruhe um die Maschinen kümmern. Genau. Da können wir uns ein Paket mitnehmen. Genau. Also dann. Ich wünsche dir dabei was. Danke dabei fürs Zuschauen. Und ich werde mich hier wieder melden. Bis zum nächsten Mal. Baba. Und somit Grüße zurück zu Generation Zero. Ich möchte mich nochmal für meine etwas harten Worte in der letzten Aufnahme, die ein paar Tage her ist, aber vorher kam zu dieser Aufnahme jetzt. Das Spiel hätte so ein gutes Fundament. Die Maschinen, die Geschichte, die Waffen zum Beispiel jetzt, auch wenn jetzt im derzeitigen Spielstand nur normale Waffen da sind, der Waffensound, die Waffen klingen dementsprechend gut, der Soundtrack, den ich leider nicht eingeschalten habe, es würde alles so schön stimmig sein. Aber das sind dann halt, mit der Zeit regst du dich dann über Kleinigkeiten auf, weißt? So, kurz nach Blick. So. Wir waren das letzte Mal da, Knepper Anna, und haben ja gesehen, dass da einiges los ist. Da sind 3 Hunter herumgelaufen und da haben wir einen Tank gesehen. Ich weiß zufällig, dass diese Gegend nicht unbedingt knapp an Gegnern ist. Wir werden in dieser Aufnahme jetzt einmal die Story kurz beiseite schieben. Mal schauen, wie lange dieses Gefecht jetzt dort dauern wird. Wir werden uns da in diese Scheune schleichen. Ich versuche so viel wie möglich Abwechslung zu bringen. Da in diese Scheune, und noch einmal Entschuldigung für den Grafikbrei, geht leider nicht anders bei mir, werden uns mal schauen, wie viele Gegner das da pirschen, werden die vernichten, wenn es ist, und bis Bunker Minken ist er da nicht weit, gell? Es sollte eigentlich gleich mal losgehen. Ich huch nur gerade. Für normal sind da herunten Tanks und Harvester unterwegs, zig Hunter, alles da. Genau, schau. Da ist die FNEX, der Außenposten. Durch den Außenposten musst du durch, wenn du im FNEX Rising Update unterwegs bist. Okay. Wir werden uns dort mal kurzweilig einrichten. Das kann jetzt relativ heftig werden. Schauen wir mal. Leider höre ich da nichts.
Warte mal. Nötigen Fall können wir die Tür machen wir zu. Genau. Dann können wir uns da verstecken. BZW. Falls der Tank mitkommt. Wenn da überhaupt noch einer ist. Ja, schwierig zum sagen. Egal. Und sollte dieses Unternehmen wahrlich in die Hose gehen, bleiben wir, warte mal kurz. 7. Oh. So. Perfekt. Obwohl der Unterschlupf eh nicht weit weg ist. Aber wir riskieren einmal gar nichts. Sehr gut. So. Jetzt da. Das bist du. Und das bist du. Jetzt locken wir es einmal her, wenn wir ansehen. Kreut der weiter, ha? Achso, ich hab die Muni außer da von der. Also wurscht. Schon passiert. 1, 2. Da sah ich nämlich schon das rote Lichtlein des Hunters, gell? Wie gesagt, ich probiere den Durchlauf eh so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Drecksau. Warte mal ganz kurz. Wir werden es jetzt mal ein bisschen ablenken. Wenn sie darauf reagieren. Der macht nämlich gerade seinen Raketenwerfer scharf, deswegen bin ich auf der Seitengrenze. Das ist ein Schweindel. Machen wir noch eins. Die Hund machen Schaden. Ja klar, ich spiele auf Guerilla, gell? Gut Deutsch gesagt, mehr ausdauern als wir einstecken. Was habe ich denn noch mit? Wir hauen dann damit einmal anfahren, Latz, wie man so schön sagt heutzutage. Wenn ich Raketen mit habe, 8 Stück nur, naja.
Das ist im Prinzip gar nichts. Aber solange der Seeker da ist, die Drohne, wird das alles kein Problem. Wieder daneben geschossen. Na, ich bin eine Dorfpfeife. Aber mit Pfff. So. Hä? Ah, der steht da. Passt, wir haben jetzt da die Karten für den Bunker Minken. Weißt du was? Wir holen uns einen Tanker, einen Harvester auch noch, gell? Blub. Es wird jetzt aber Zeit dauern, bis der anspringt. Der A mit O. Es würde mich interessieren, ob da Tank in der Nähe ist. Also wurscht, wir werden es gleich hören. Oh! Sag einmal, hat der Harvester keinen Bock oder wie schaut das aus, hä? Haha! Schon blöd, wenn alles verpackt ist, gell? Haha! Eingeschissen. Ich weiß nicht, spiele ich nicht, was er als Mission geben soll. Aber das ist Generation Zero. Bist du deppert? Warte mal, geht das nicht? Ich habe da ein Dings ausgelegt. Schweindel, wurscht. Doch, ist er da. Hä? Das ist eine eigenartige Mechanik. Na, so ist. Oh. So. Egal. Junge, ich hab Zeit. Daneben.
Weil das ist ganz schlau von mir. Dann nehmen wir noch eins. Ja. Danke, ihr Anüsse. Ja. Ich will mir noch kein Dings verbrauchen. So viel Adrenalinspritzen kann ich noch nicht herstellen. Mal schauen, wie lieb das warten, ha? Das sind schon zu dritt. Die kleinen Ferkel. Dann mache ich mit zu dritt. Bin ich gern ein Kollaborateur. Aha. Der Kreuz aus und ein, weißt? Na, so ein. Aha! Bist der Invalid, hä? Weil da was fehlt. So. Wo war der jetzt da? Also dass die auch nicht nutzen, ist ja wurscht. Ja, Wauzinger Sepp, ha? Was die Schaden machen? Wahnsinn! Selbst wenn du nur liegst. Jawohl! Was hat er denn jetzt vor? Da schaust du mal like, mit so, wenn ich vorbeikomme.
Glück gehabt, hä? Ja, ich muss die Maus umschließen. Ich hab die falsche Maus angeschlossen. Ja, fängt schon wieder an. Ich drehe bald durch. Wirklich. Kurzer Blick. So. Ja, du musst für alles vorbereitet sein. Marc, was ist, hä? Warum knirst du da so dämlich? Na, spielen wir Verstecken, hä? War da nicht noch ein FNX Hunter? Da ist er. Das ist jetzt übrigens die neue Maus, gell? Also du siehst Aufnahmeprogramme und auch Mäuse können einspielen. Endlich! Wird ja schon Zeit. Und wehe, du hast jetzt nichts Gescheites dabei. Ich sag das. Ich find dein Brut. Naja. Ja, das geht. Das geht. Das geht. Kupfer können wir brauchen. Passt. Wieder das letzte Mal. Du hast das sicher gesehen. Das letzte Mal ist dort Hank herumgelaufen. Ja. So. Die Richtung schlagen wir jetzt ein. Das ist jetzt sicher nicht gegangen. Jetzt da. Ist der Hauptmission. Also meine Mission, die jenseits der Barrikade. Die werden wir später machen. Nicht schon wieder. Alter, 4. Naja. Zurück in die Scheune. Mhm. Dort gibt's Solariumsbräune. Sag mehr. Wäre ja gelacht, warum mit euch 4 nicht fertig werden. Sicher. Also, merke. Scheiß Gas. Haha! Da was die Schaden machen, das ist ja nicht normal, oder? Da ist die Muni leer. Wir müssen uns auf die konzentrieren.
Und jetzt stehen sie da und dann nix. Trotteln. Sechs, 7, 4. Toll. Ja, ich bin dann mit der halberten Muni weggegangen, weißt? Ja, und der Guerilla-Schwierigkeitsgrad ist verdammt munitionsfressend. Ja, was die Schaden machen. 90 Schaden. Gut. Bevor wir jetzt aber weitergehen, lasse ich 14 in die Lüfte gehen. Laufen wir nochmal kurz zurück. Bewaffnen uns mit Munition und Medikits oder Erste-Hilfe-Packs, wie du es immer nennen willst. Wahnsinn, Wahnsinn, was die Schaden machen. Du wirst aber selber merken, weil ich habe irgendwo in einem Community-Tab geschrieben oder bei einem Kommentar, weiß ich nicht mehr, dass sich das, was du jetzt Schaden kriegst, später umdreht. Du laufst später mit Level 40, wenn du das soweit spürst, als eigentlich schon, also nicht Übermensch herum. So, wir rammen jetzt einmal weg, was wir noch brauchen. 762 dort da. Da haben wir ein bisschen was dazu. Dort haben wir mal 10 Stück weg, die werden wir später brauchen. Die halten wir uns, die lassen wir da, das lassen wir da, das nehmen wir mit, das lassen wir da, das lassen wir da. 4, 6, 7. Der Ansatz von dem Spiel wäre so gut, wäre so geil. Das werden wir später holen als
Ja, wir nehmen uns da die Hälfte mit, hätte ich gesagt. Und wenn es wirklich sein sollte, schnappen wir uns da zwei und da zwei. Genau. Da nehmen wir zur Vorsicht nochmal zwei mit. Da können wir auch noch 6 einpacken. Munitionspaket nehmen wir zur Vorsicht 1 mit. Und was wir noch brauchen, wenn wir es haben, 9 mm haben wir genug. So. Perfekt, jetzt sind wir wieder so halbwegs ausgerüstet. Und jetzt können wir weiter marschieren in Richtung Minken. Bunken. Also Bunken und die Semmel in den Kakao dunken. Na, das war jetzt wieder geil. Ich bin ja tappenweise schon wie meine Uroma. Das Weißbrot in den Kaffee zum Beispiel. Kann mich nicht erinnern, dass da so ein FNIX-Datenzentrum steht. Ui. Entschuldigung. Geht der nicht auf? Ja, wurscht. Schauen wir weiter. Sicher. In was für ein Kampf bin ich eintreten, Spiel? Ha? Kommando Bunker Minken. Jetzt muss ich selber noch mal schauen. Ich glaube, da ist der. Da unten ist, glaube ich, der Eingang. Genau. Ja. Ich werde mich bemühen, vielleicht kann ich in einer von den nächsten Aufnahmen das ein bisschen aufgetragen. Weil das schaut ja wirklich erbärmlich aus. Ich bin normal schon auf solche Sachen nicht, gell? Aber das schaut ja wirklich erbärmlich aus. So. Dann schau es auch mit. 5 Brandbeschleuniger. Können wir alles brauchen. Da ist nichts. Waffen etc. suchen wir später.
Ja, ja, wie immer. Stelle Stromversorgung her. Ich liebe diese Waffe. Braucht man das? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ihr kleinen, gamprigen Hosenscheißer. Ah. Du musst aufpassen, da gibt's sonst Ticksalat. So. Irgendwo findet man sicher Öl fürs Dressing. Sehr gut. Ja, es kann nur Tick sein. Finde heraus, aus dem Hangar Energie abzapft. Ja, das ist ja klar. Tick. Auf, da müssen wir wieder obi und dann müssen wir wieder umi. Wieso haben sie gleich ein RPG draus gemacht? Ah. Da höre ich ein Bellen. Finde den Feldzugsplan und interagiere damit. Ach, wie schön. Jo. Ah, das ist der Ausgang. Da wollen wir nicht hin, wir wollen ja zum Feldzugsplan. Und damit den Unterschlupf freischalten. Kommen wir da auch auf? Na. Nö, aber da finden wir sicher was Praktisches. Was wir vielleicht nicht brauchen können. Ah. Wir nehmen es einfach mit, weil die können wir dann später für gute Materialien zerstören. Hä? Und genau das ist es, warum die Hauptgeschichte so verzweigt und verzwickt ist. Selbst Nebenmissionen können ein Teiter sein für die Hauptmission. Oder für die Hauptgeschichte. Nehmen wir alles mit. Convoy GO1, codename CCP-974. Confirm position. Last confirmed checkpoint was 23:48 hours. Confirm status of cargo and ETA.
I do not need to remind you how important your assignment is, as well as the requirements you chose to comply with. Use channel 832 for response. Terminating communication. Ich hab grad Gänsehaut. An diesen Funkspruch kann ich mich da nicht mehr erinnern. Und zwar, ich werde gleich ausholen. Das Thema Hallberg ist später für die Hauptgeschichte extremst wichtig. Und zwar, normalerweise, wir machen mal Dings auf. Genau, wir machen jetzt mal einen Feldzugsplan auf und dann sage ich da was. Der Herr Hallberg ist etwas Höheres im Bereich der schwedischen Armee. Du wirst dann später, na, da verrate ich noch nichts. Wenn wir in... Na, da verrate ich auch noch nichts. Wir schauen uns jetzt mal den Feldzugsplan an und dann schauen wir weiter. Wie gesagt, Hallberg, das ist ein Name, der wird jetzt im Laufe der fortschreitenden Geschichte immer öfters vorkommen. Darum bitte ich diesen zu merken. Genau. Aber ich werde es dann wieder so machen, dass wenn die wichtigsten Dinge oder wir in ein neues Gebiet kommen, ich dann hergehe und euch dann nochmal eine kleine Zusammenfassung der Ereignisse gibt, so wie ich es da vorhin am Anfang gemacht habe. Einige Tage zuvor bei der Aufnahme. So. Genau, da haben wir wieder unnützes Foto für einen Unterschlupf. Die Aufnahmen. Repariere mindestens 5 Bauwerke komplett, wenn du eine Verteidigungsmission spielst. Ja, das ist eine Geschichte, interessiert mich absolut nicht. Perfekt, wir liegen schon wieder weniger. Kommando und Bunker, jawohl. Ah, warte mal kurz. Ich möchte nur ein paar Sachen schnell ad acta legen, damit ich die abschließen kann für meinen Hirn-Server. Perfekt. Und die dann mal abzeiten. So. Levelaufstieg. Schön. Ah, falsche Richtung. Da müssen wir hin. Du wirst jetzt so feststellen, fangen wir anders an. Ab jetzt, ich habe ja irgendwann einmal erwähnt, ab dem Ackerland sind Pontus und Therese, wenn sie es jetzt nicht umgebaut haben, Systemic Reaction, nutzlos, wertlos. Sie kommen auch im späteren Verlauf, wenn sie es nicht umgebaut haben, nicht mehr vor. Für was es dann mit Einbau, verstehe ich nicht. An answering machine? You've got to be kidding me. Hey, remember the weird stuff I said was going on at FOA 53? Well, now you got the blood of 11 dead scientists on your hands. It would have been 12 if I... Look, you need to stop the evacuation. This is not what you think, and I can prove it. Send someone to Adavägen 2 in Kolleby, hurry, Will you even listen to this? God damn it. Auf der Halbinsel Hisinganeset in der Südküstenregion gibt es eine Festung der Küstenartillerie namens Torsberga, da müssen wir hin. Sie gehörte anscheinend zu den ersten Angriffszielen und war für die schwedische Armee von außerordentlicher strategischer Bedeutung. Finde heraus, warum und durchkreuze etwaige feindliche Pläne. Das, was du jetzt gehört hast, vernagelt die Kanonen. Warte mal, war das? Na, das haben wir jetzt gehört. Warte mal. Was ich jetzt nicht anlege. Ich muss selber jetzt schauen, was ist denn da? Das ist der Generator, genau. Da haben wir was Wichtiges vor. Was Wichtiges. Es wird etwas erwähnt. Unsere nächste Route ist Källeby. Jetzt schaue ich mal nur gerade. Unterschlupf freigeschaltet. Befehl vom Ministerium. Wir machen das anders. Wir unterbrechen das Ganze jetzt da.
Ich werde mir dort nochmal durchschauen und vor der nächsten Episode werde ich da über diese Ereignisse, wenn du das Spiel nicht kennst, werde ich da ein bisschen was erzählen. Das ist jetzt viel auf einmal. Vor allem, wo war denn das jetzt da? Genau. Da ist er mit dem Hallberg. Finde die Festung Torsberger. Das müssen wir uns dann später durchlesen. Das ist wieder der Geschichtsstrang vom schwedischen Militär. Und hier. An answering machine? You've got to be kidding me. Hey, remember the weird stuff I said was going on at FOA 53? Well, now you got the blood of 11 dead scientists on your hands. It would have been 12 if I... Look, you need to stop the evacuation. This is not what you think, and I can prove it. Send someone to Adavägen 2 in Kolleby. Hurry, Will you even listen to this? God damn it. Was du jetzt gehört hast, hier beginnt die eigentliche Geschichte. Und zwar, wir werden das dann in der nächsten Aufnahme am Anfang ein bisschen aufarbeiten. Beziehungsweise unser erstes Ziel wird sein Celebi, das Mädchen, das Wolf brüllte. Wenn du ein bisschen aufpasst hast und wenn du mich schon länger verfolgst, kennst du die Frau Veronika Nielsen schon? Und zwar musst du suchen, irgendwo habe ich eine Playlist mit der FNIX Rising Geschichte und dort sieht man sie. Auf der Burg. Genau. Sie ist die Computeringenieurin vom FOA 53. Was es aber mit dem FOA 53 auf sich hat, wirst du dann später noch erfahren, wenn du die Geschichte nicht kennst. Ich persönlich für meinen Teil brauche die Sachen jetzt für mein Story-Video. Was jetzt kommen. Das ist eigentlich im Prinzip, ja, das ist der Beginn. Das ist der eigentliche Beginn der Hauptgeschichte. Wir befinden uns jetzt da, dass du es weißt. Geheime Fracht, den Herrn Hallberg hast du vorhin gehört. Ein paar Tage vor dem Angriff fing ein Funker ein verschlüsseltes Signal ab. Ein unbekannter Sprecher wollte unbedingt einen verschollenen Konvoi finden, der eine geheime Fracht transportierte. Die Armee konnte lediglich bestätigen, dass die letzte bekannte Position der Fracht an der Kreuzung von Österviksleden und Esöwegen in der Gegend von Severed war. Wir werden das alles am Anfang in den ersten Minuten aufarbeiten. Und dann werden wir Richtung Celebi marschieren. Wir haben da in der Nähe einen Unterschlupf. Wir werden von da weg marschieren. Unentdeckter Unterschlupf. Den können wir machen. Na, wir werden es anders machen. Wir werden in der nächsten Episode darüber reisen. Und ich werde in der Zwischenreihen den machen. Und den werden wir da noch dazu machen. Wir werden uns dann vor Celebi da kämpfen und den mache ich selber. Dass wir uns den selber freischalten. Und dann geht es ab in die Südküstenregion und da gibt es noch einen kleinen, ich nenne es einmal Ansatzpunkt in der Geschichte. Wir haben jetzt da ziemlich viel Storylines. Ich werde mir jetzt eine kleine Notiz machen, damit ich mir das schön aufschreibe, damit ich es dir in der nächsten Episode, falls du die Geschichte noch nicht kennst, besser verstehst. Es ist ziemlich viel auf einmal jetzt. Bis zum nächsten Mal.